Ja, grüß euch benannt und einen Sackrischgurden. Jetzt Kasperl. Ja. Sprechen wir den Elefanten im Raum an. Ja, der Prokrastinationskasper hat mal wieder zugeschlagen. Ja, ich habe einfach in letzter Zeit, also wenn mal schönes Wetter war, wenn ich mal Zeit gehabt habe, irgendwie bin ich im Garten gewesen oder sonst irgendwas gemacht. Ne, am Donnerstag war bei uns in Bayern Feiertag, da sind wir schön ins Freibad gegangen, dann habe ich meinen bärigen Sonnenbrand abgeholt, feststellen dürfen, 30er Sonnencreme langt nicht, 50er muss her. Ich habe mir jetzt die letzten Wochen immer gedacht, ja komm, morgen machst du das, morgen, ne? Nur nicht heute. Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, an dem ich diese scheiß Podcasts nicht mehr aufrufen kann. Ich schaue, ob ich die noch irgendwo herkriege. Meine sehr verehrten Kollegen haben normalerweise sowas immer als Backup. Aber es ist mir jetzt erst aufgefallen. Dementsprechend wollen wir wieder dazu übergehen, nachzugucken, was Ofi die letzten Wochen so zu berichten hatte über unser aller Lieblings-Streamer. Ehemaliger Strebender Block-Universums Bot. Genau. Wie es ihn Drachenlord konnte als Berufsanfänger nicht von 1800 Euro leben. Später kommt noch irgendwas zu Shuyoka, kein Plan. Am 19.05. hochgeladen, das ist schon wieder ein ganzer Monat. Leute, es tut mir leid, dass ich nicht auf dem Laufenden bin. Es liegt aber auch, glaube ich, ein bisschen an der Dynamik, die das Game aktuell hat. Und kommst jetzt bitte nicht wieder mit, oh, das Game ist zu Ende, das Game ist tot, bla bla bla. Ist es nicht. Eine Sache, wo ich Rainer recht gebe, das Game ist erst vorbei, wenn er tot ist, weil das soll jetzt nicht heißen, dass ich dazu irgendwas aufrufen wollte, aber Rainer kann es nicht lassen. Rainer wird immer weiter provozieren und Rainer wird immer wieder versuchen, in der Öffentlichkeit und im Internet stattzufinden und da seine kruden Ideen und seine zweifelhaften, Vorlieben zum Besten geben, weil er nicht anders kann. Das muss raus. Ne? Da ist Druck auf dem Kessel und das muss raus. Die Menschheit muss das erfahren. Und dementsprechend wird er niemals aufhören. Er wird niemals aufhören. Und dementsprechend ist das Game auch nicht vorbei. Egal wer was sagt und wenn er sich 500 Mal ankündigt, dass er jetzt wegbleibt und wenn er 3000 Mal jetzt seinen Blog hinter eine Paywall wieder gepackt hat, wo du eingeladen werden musst, das geht sicher wieder irgendwo umeinander. Man findet es raus. Und früher oder später wird er auch wieder auf Tiki Toki stattfinden, da brauchen wir uns auch keine Illusionen machen. Genau. Aber jetzt schauen wir erst einmal, offensichtlich hat Reini einen Schwank aus seiner Jugend zum Besten gegeben in seinem Blog und dann gucken wir da mal rein, was der liebe Ofi uns da recherchiert hat. Brandaktuelles Met von vor einem Monat. Hockt euch hier, sagen wir mehrere, reißt euch eine Häube auf. Ich trinke heute alkoholfreies Weißbier. Ist wichtig, Leute, wenn es zu heiß ist, wird zur Zeit. Schaut, dass ihr euch gut hydriert. Im Zweifelsfall einmal zur alkoholfreien Alternative greifen. Ansonsten kann es euch schnell passieren, dass euch das schöne Wetter vom Genuss zum Verhängnis wird. Hockt euch hier, sagen wir mehrere, reißt euch eine halbe auf. Mir gingen einer in Rainer, mehr oder weniger. Und mit dem Thema Rainer fangen wir auch gleich an. Aber bevor wir über den Blog-Eintrag sprechen, noch ein kurzer Hinweis an alle, die im Moment meinen, Rainer wäre wieder auf YouTube unterwegs und würde... Habe ich mitgekriegt, da hat irgendjemand einen YouTube-Kanal erstellt und hat da Sachen hochgeladen und so getan, als wäre Rainer, um fix ein paar Barrende abzugreifen. Hat, glaube ich, nicht so gut funktioniert.
komplett hirnrissige Idee. Eine komplett hirnrissige Idee, das ist so ein bisschen wie die Leute, die da die Rude Furchi vor kurzem so ein bisschen auf dem Kicker hatte. Ist ja todeslost. Wenn ich mir jetzt ins Game einklinke als irgendein Dulli und meine, ich kann jetzt da entweder einen Kanal aufmachen, um da eventuell ein paar Barren zu generieren, oder ich kann, wie die anderen Deppen, da auf Tiggity Toggity irgendwelches Merchandise verkaufen, in der Hoffnung, da ein paar Barren zu machen. Das, also, geht gewaltig in die Hose, glaube ich. Ne? Also, da gibt es genügend Leute in unserer Community, die das nicht so geil finden und die dann da eventuell auch gewisse Gegenmaßnahmen einleiten. Halte ich für keine schlaue Idee, würde ich jedem davon abraten. Oder auf TikTok auch immer wieder Sachen hochladen. Nein, das sind alles Fake-Accounts. Es gibt dort einen Account auf TikTok mit irgendwie 45.000 Followern. Das ist nicht Rainers Account, das ist ein Fake-Account. Das ist totaler Blödsinn. Da versucht jemand euch für dumm zu verkaufen. Der wirkliche Account von Rainer, den er auf seinem Blog verlinkt hat, ist nämlich ein ganz anderer. Der eine Account wird mit einem Punkt geschrieben in der Mitte. Der echte, der privat ist, den er auch in seinem Blog verlinkt hat, aber mit einem Unterstrich. Also lasst euch nicht veräppeln mit irgendwelchen Kanälen, auch nicht auf YouTube, wo jemand irgendwelche alte Let's Plays von 2023 von Rainer hochlädt und das irgendwie als neu ausgibt, um irgendwie Engagement zu fahren oder vermutlich demnächst irgendwelche Spendenlinks online zu stellen. Alte Let's Plays von 2023. Jetzt komme ich mir selber alt vor. Aber ja, was hat er denn 2023, was hat er da? Hogwarts Legacy, oder? Oder nee, das war 22. Dann ist dann Hogwarts Legacy gleich nochmal rausgekommen. Das ist 22, warte, ich google das mal schnell. Ah ja, Februar 23 Hogwarts Legacy. Ja? Das war großartig, die Reactions vom guten Troll am Ramlord-Kanal waren Gold. Ich habe es sehr genossen, ihm beim Verzweifeln zuzuschauen. Nee, ja, was hat er noch gespielt? 23, Diablo 4. Und ja, alles mehr schlecht als recht. Aber die alten Let's Play, ja, aber ist 2 Jahre her. Ne? 2 Jahre her. Und natürlich, wie gesagt, komplett zurückgezogen hat er sie nicht, aber in dem einen Jahr, jetzt 23, von Anfang 23, so April 23 bis jetzt, ist relativ wenig passiert im Vergleich zu früher. Passiert ist aber trotzdem was. Also, er hat sich nicht aus dem Internet zurückgezogen. Um auch die letzten paar Unterstützer von Rainer noch Geld aus der Tasche zu ziehen. Also achtet da drauf und aufpassen vor diesen Scammern. Im Moment gibt es auf jeden Fall keinen YouTube-Kanal von Rainer und der TikTok-Kanal von Rainer ist privat und hat keinen Inhalt. Alles andere sind halt Fakes. Ja, es wird auch keinen YouTube-Kanal von Rainer mehr geben. Und ganz ehrlich, in Zwischenzeit, so wie sich das Game jetzt in Zwischenzeit entwickelt hat, finde ich es schade. Muss ich euch ehrlich sagen, rein fürs Game wäre es besser, wenn er einen hätte. Weil, wie gesagt, wir haben ja schon etabliert, zurückziehen dauerhaft wird er sich nicht. Er wird weiterhin im Internet stattfinden. Und da bin ich der Meinung, ist YouTube dann noch die angenehmere Variante gewesen. Versteht ihr, was ich meine? Also was man sich halt auch wirklich irgendwie hat noch irgendwie geben können. Da war die Tiggity Toggity Staffel, das war am Anfang so ein bisschen was Neues, aber das war ja auch irgendwann einfach nur urnervig. Tippen, noch mehr Rosen, bla bla bla, jetzt alles doppelt, vierfach, Universum, bla. Ist irgendwann einfach nur noch anstrengend gewesen und die Sache jetzt, wo er dann wieder sich auf irgendeiner Plattform löscht und dann kommt er ein paar Wochen später auf einer neuen Plattform und schreibt dann denselben Scheiß wieder, solange bis man da wieder findet, beziehungsweise finden, ich werde was finden, tun die den innerhalb von Sekunden, nachdem die Scheiße hochgeladen ist. Das ist nicht das Problem, sondern dann wird es halt dann nach ein paar Wochen wird's veröffentlicht. Im Übrigen hier, da schreibt er schon seit Wochen wieder jenen Bullshit. Und dann muss man sich das wieder geben. Und es ist mehr oder weniger einmal derselbe Chaos. War auf YouTube einmal derselbe Chaos, aber irgendwie,
bisschen netter verpackt. Also, und wie gesagt, klar, das Beste für Rainer wäre komplett aus dem Internet verschwinden, aber das wird er nicht machen. Und wenn er schon, dann lassen halt auf YouTube seine Kasperei machen. Ne? Ist auch vollkommen wurscht, was er da an Kohle macht. Wir haben ja schon etabliert, und das habe ich ja schon oft gesagt, jeder Euro, den Rainer über Social Media verdient, erhöht seine Schulden um 50 Cent. Weil er es nicht versteuert. Ja? Jeder Euro erhöht seine Schulden um 50 Cent. Okay, das noch einmal vorneweg, weil mich wirklich so viele Leute angeschrieben haben und sie gesagt haben, hey, schau mal, Rainer ist wieder auf YouTube oder hier TikTok aktiv. Nein, ist er nicht. Und nur um das einmal für alle zu erklären, habe ich das jetzt hier einmal mit eingebaut. Aber wir gehen jetzt mal zum Blog rüber, denn da wurde auch ein bisschen was veröffentlicht und das ist ja wirklich sein Blog, in dem er weiterhin ja seine Fantasien von diesen komischen Oh, aber wo ich gerade an meinem Bier nuckel, ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Habt ihr vor dem Video oder jetzt vielleicht inzwischen Zeit schon, ich laber jetzt schon wieder seit 10 Minuten, habt ihr schon Knossis tolle neue Werbung gehört? Ich habe gedacht, die vorherigen Werbungen für dieses Dreckspiel waren schon nervig und dann haben sie sich gedacht, wir machen es noch nerviger und bevor die Werbung anfängt, hängen wir ihm ein Mikro direkt an den Schlund, während er einen dicken Schluck Bier nimmt. Weil ich speib jedes Mal fast auf den Teppich. Hm? Und ich habe kurzer Exkurs meiner Meinung zu der großen Kontroverse, oh mein Gott, ne? Knossi macht für Online-Spiele Werbung, ja, Kelsey-Pries. Ich begreife nicht, wie so eine Person überhaupt irgendwie Relevanz haben kann. Der Mann hat ja mehr oder weniger sein ganzes Vermögen, seine ganze Reichweite damit aufgebaut, Werbung für Internetbetrug zu machen. Und nichts anderes sind diese Internet-Casinos. Es ist Internetbetrug. Normales Casino ist schon Arsch, weil du weißt, dass das Haus immer gewinnt. The odds are never in your favor, würde man in Panem sagen. Aber nur weil zu dem Zeitpunkt schon so Sachen wie 9 Live oder sowas nicht mehr gelaufen sind. Ne? Weil Internet-Casino ist ja viel einfacher. Da brauchst du nicht einmal mehr den Redakteur, der da sitzt und sagt, okay, jetzt haben wir 2 Stunden lang irgendwie 400.000 Leuten jeweils 50 Cent abgezwackt. Jetzt können wir einem von den armen Trotteln mal 150 Euro geben, weil er gesagt hat, Automarke mit O, Polo, hätte man draufkommen können, sind ja 2 drin. Haha. Selbes Ding mit dem Max Schradin. Ich verstehe nicht, warum Leute denen folgen. Ich meine, das sind Leute, die haben massivst Kohle damit verdient, arme Trottel im Fernsehen und im Internet zu bescheißen. Hier, Stirnlappenbasilisk war doch auch Schradin, oder? War das nicht Schradin? Es gibt 1000 Ausschnitte von dem, wo er da auch drin steht und offensichtlich Scam ist. Bei 9 Live damals noch. Warum haben die Leute eine Plattform? Und warum wundern sich die Leute dann, wenn die zu ihren Scam-Wurzeln zurückkehren, nachdem er jetzt irgendwie ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, weil seine eigene Show hier, Knossi, nicht funktioniert hat. Und Seven vs. Wild, dass er da war, ist auch schon keine Neuigkeit mehr. Jetzt muss halt wieder eine neue Einnahmequelle her, weil man den Schlund der nicht voll kriegt. Weil man, ganz ehrlich, der hat allein, glaube ich, über seine Glücksspiel-Streams an Kohle gekriegt hat der für sein Leben ausgesorgt. Leute, jeder von euch, der einen normalen 9-to-5-Job hat, muss tausende Jahre arbeiten, um ansatzweise das zu verdienen. Aber mach mal halt für so eine Scheiße, oh, es ist endlich das echte Spiel, Bullshit. Ne? Und dann wundern sich die Leute, oh, hey, der Knossi, der verdient ja Geld mit unlauteren Sachen. Ja, das ist sein Ding. Hat er früher schon, wird er in Zukunft auch. Das ist so, wie wenn du sagst, boah, hier der Typ, der dieser Gebrauchtwagenhändler, der jeden Kunden, den er jemals hatte, beschissen hat, hat mich jetzt beschissen. Wow.
Wow. Richtig, Kältepries. Ich verstehe die Leute nicht. Ja? Wesen veröffentlichen möchte, die er in seiner Welt erschaffen hat. Und wie gesagt, hat er da jetzt wieder einen Blog-Eintrag online gestellt, der diesmal aber kaum was mit seinem Universum zu tun hat. Denn da geht es mehr um den Drachenlord, den er ja eigentlich gar nicht mehr als existent darstellen wollte und das für ihn ja eigentlich nur noch eine Sache der Vergangenheit war. Aber er Ja, das ist auch wieder heute so, morgen so, übermorgen sowieso, wir kennen den Rainer. Ja. Das ist wie damals in der Indianer-Staffel, da wollte er kein Mensch mehr sein und dann hat er sich aber im seltenen Atemzug darüber beschwert, dass man ihm seine Menschenrechte nimmt. Ja. Oh shit. redet in diesem Post jetzt im Grunde nur über seine Vergangenheit, über seine Familie, Freunde und über diese damalige Zeit und warum er nicht normal arbeiten gehen konnte. Da bin ich gespannt. Das ist sicher alles nicht gelogen. Ja, warum Rainer nicht normal arbeiten gehen konnte. Ey, ich sag's euch, wie es ist. Ich habe auch keinen Bock, normal arbeiten zu gehen. Ich mach's halt trotzdem, weil es halt eine Notwendigkeit ist. Ne? Wenn mir morgen jemand irgendwie 2 Millionen Euro vor die Haustür scheißt, dann gehe ich übermorgen nicht mehr in die Arbeit. Fertig. Im Grunde ist es eine komplette Selbstbeweihräucherung, die wir alle schon mal gehört haben. Er wollte ja nur sein Ding machen, alle anderen sind eigentlich schuld an dieser ganzen Situation, in die er gekommen ist. Das alte Thema halt. Aber ein paar Absätze habe ich mir mal rausgesucht, die wir mal besprechen können. Und die lassen wir uns mal von der Reini-KI einlesen. Und wir fangen mal mit diesem ersten Teil hier an. Um noch etwas. Oh ja, nochmal, ich hab jetzt auch endlich mal auf den Kommentar geantwortet. Asche auf mein Haupt. Ich habe in meinem letzten Video irgendwas von 10.000 Views geschwafelt. Ich weiß nicht, was ich da für einen Kurzschluss im Hirn hatte. Ich wollte 2.000 Views sagen. Und wurde natürlich Gott sei Dank auch prompt darauf aufmerksam gemacht. Leute, scheut euch niemals davor, mein Bullshit-out zu callen, wenn ich Bullshit labere in den Kommentaren. Ne? Also, ich bin für konstruktive Kritik immer offen und vor allem, wenn ich offensichtlichen Bullshit labere, wie zum Beispiel mein Video hat 10.000 Views, wenn es keine 2.000 hat. Ich wollte sagen, es hat fast 2.000 Views und das hatte mich sehr gefreut. Die Zeit mit 10.000 Views auf meinen Videos ist lange vorbei. Danke dafür und wie gesagt, wenn ich Bullshit labere, auch mich darauf hinweisen. Ich bin für konstruktive Kritik immer offen. Bullshit-Kritik wird natürlich ignoriert, aber... Was zu zitieren. Diesmal von Vin Diesel aus Fast and Furious. Ich habe... Alter, natürlich kommt er jetzt wieder mit irgendwelchen... Ich komme ja auch gerne mit Filmzitaten. Ich bin ein großer Filmfan und Filme und Serien und sowas, ich kenne mich da halt sehr gut aus. Ich nehme das als satirisches Stilmittel meistens, um vielleicht auch mal die eine oder andere Metapher zu bauen. Rainer nimmt das, um sein eigenes Leben zu beschreiben. Rainer schaut sich Filme und Serien an und dann steigert er sich da rein und dann wälzt er das auf sein eigenes Leben um die Erbärmlichkeit der eigenen Existenz zu übertünchen. Und das ist halt der Unterschied. Ne? Für den einen ist es Eskapismus und ein Hobby und eine Leidenschaft und für den anderen ist es mehr oder weniger Kompensation der eigenen Erbärmlichkeit und das macht es noch erbärmlicher. Aber das begreifen diese Leute nicht. Ne? Ja, was hat er gesagt hier, weil er eine komische Charakter aus dieser Anime-Piraten-Serie, der hat auch nie aufgegeben, deswegen gibt er auch nie auf. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Ich habe keine Freunde, ich habe Familie. Nein, Rainer, du hattest weder Freunde noch Familie. Ganz ehrlich, ich glaube, Rainer, du hast, bevor du mit YouTube angefangen hast du ja immerhin noch Familie gehabt. Ich glaube, es hat ein paar Leute in deiner Familie gegeben, die sich gedacht haben, Mei, der ist so hagelt dumm, aber da kann er nichts dafür und Blut ist dicker als Wasser und den ziehen wir halt ein bisschen mit. Das hast du dir komplett versaut. Und was Freunde angeht, ich glaube auch, bevor du hast einige wenige Freunde gehabt hier, der Herr Richter zum Beispiel. Aber auch mit denen hast du es dir verscherzt, Rainer. Auch mit denen hast du es dir verscherzt und das ist halt auch wieder, du musst schon auch checken, wenn du aus Mitleid mitgenommen wirst. Deswegen ist Rainer ja in der
in der Metal-Szene hängen geblieben. Rainer ist nicht in der Metal-Szene hängen geblieben, weil ihm die Musik so viel gibt und ihm so wichtig ist. Rainer hat überhaupt von Musik gar keine Ahnung, der hat kein Taktgefühl, kein Rhythmusgefühl, der kann den Bass nicht von der Gitarre unterscheiden. Und Rainer ist in der Metal-Szene geblieben und ich habe das schon oft gesagt, ich werde nicht müde, es zu sagen, weil die Metal-Szene eine sehr geringe Einstiegshürde hat. Ne? Da nimmt man dann auch mal aufs Festival irgendeinen Deppen mit, weil das ist der Bruder von oder der Cousin von oder ja, Himmelarsch. Ne? Der hat sonst Korn und eigentlich ist er nicht so verkehrt, vielleicht ist er ein bisschen blöd und sagt ab und zu ein bisschen dumme Sachen und zahlt uns vielleicht mal irgendwelche anstrengenden Leute ans Camp, aber dann können wir leben. Nimm man mit der Freude sich, dann trinkt er sein Bier. Alles gut. Und auf die Art und Weise ist Rainer in die Metal-Szene gekommen. Ansonsten hätte er mit der überhaupt gar nichts zu tun. Da wäre die große Identität als der Metaler unter den YouTubern niemals zustande gekommen. Dann hätte er sich in irgendeine andere Scheiße reingezeckt. Das ist genau und wie gesagt, und diese Freunde, die er da damals hatte, mit denen hat er sich dann auch schon verkext, weil irgendwann auch die Leute sagen, es ist Feierabend hier. Es ist Schluss, Rainer. Hör mit deiner Kasperei auf, wir haben keinen Bock mehr drauf. Punkt. Wer sich für meinen Freund hält, wird hin und wieder enttäuscht. Denn ich habe eigentlich niemanden oder nur extrem wenige Menschen, die ich wirklich als Freunde bezeichne. Ja, Rainer, und du hast 0 Menschen, die dich als Freund bezeichnen. Und wenn man sich so Sachen anhört, die du in den letzten Jahren so gemacht hast, wundert es einen halt auch nicht, warum. Ich habe die Nummer damals mit den legendäre Verlassung der Mods behandelt und ich hole das immer gern wieder als Paradebeispiel aus Mut, wie ein Rainer das schafft, sich auch noch die wenigen Spätzeln, die er da hat, irgendwie madig zu machen. Und natürlich kannst du auf sowas keine Freundschaft aufbauen. Wenn der eine meint, er ist der wilde Diktator und lässt die Leute schuften und wer Widerworte gibt oder kontaktschuldmäßig mit den falschen Leuten irgendwie auf Social Media befreundet ist, wird gebannhammert. Scheißegal, wie viel Arbeit der schon für einen gemacht hat, vollkommen kostenlos. Ne? Und undankbare Drecksau hat die ganze Arbeit gemacht und wollte dann als Bezahlung nicht einmal diesen Billigtischgrill von mir haben, den ich mir über die Battle-Liste habe anschaffen lassen. Unfassbar. Und dann sind die auch noch befreundet mit Leuten, die ich nicht mag. Rat! Denn wer mir so nahe steht, dass ich ihn Freund nenne, ist mir fast näher als Mitglieder meiner blutsverwandten Familie. Ja, Rainer, das bist du der A plus Ei. Ne? Die sind genauso weit weg, weil die Leute, die du als Freunde bezeichnet hast, jetzt gerade in den letzten 3-4 Jahren, waren eher meistens Hater, die dir halt ein bisschen Honig ums Maul geschmiert haben, ne? Ein bisschen den Bauch gepinselt. Obwohl, ich weiß nicht, ob man den Bauch nur pinseln kann bei dem, da braucht man wahrscheinlich so eine große Farbrolle. Und, ja. Hier ein Demon und ein Cookie und sowas. Auch ein Frankengamer. Die hatten alle Gründe, irgendwie Kontakt zu dir zu haben, aber Freundschaft war das nie. Zumal ich von einem Großteil dieser Familie sogar fallen gelassen wurde. Weil ich, oder besser gesagt, mein Leben und das, was damit verbunden ist, für sie nicht tragbar war. Auch wenn ich alles versucht habe, mein Leben für ihres zu opfern. Und es letztlich auch... Oh, da kommt ja wieder der Pathos. Ich habe mein Leben für die anderen geopfert. Na, Rainer, hast du nicht. Genau andersrum ist er schuld raus worden. Rainer, du hast deine kompletten sozialen Kontakte zu Freunden und Familie auf dem Altar des Ich will meinen Stiefel mit Gewalt durchbringen geopfert.
Der YouTube-Kanal und der Internet-Fame waren das Endziel und das hat her müssen um jeden Preis. Und wenn du jeden Menschen, der dir jemals irgendwie auch nur ansatzweise positiv gegenübergestanden hat, dafür über die Klinge springen lassen musst, dann soll es so sein. Ne? Und jetzt hockst du die dahin und erzählst mir, ich habe alles geopfert für diese Leute. Einen Scheiß hast du. Auch getan habe. Mein Leben wurde zerstört und ich hatte nicht einmal den Rückhalt, den ich ihnen gegeben habe. Ja, hört euch das bitte auch mal an. Den Rückhalt, den du irgendjemandem gegeben hast. Alter Schwede. Auch wenn ich mein Leben für Iris geopfert habe. Hörst du dir eigentlich selber zu, Rainer? Du stellst dich hier wirklich irgendwie als Märtyrer dar, der keine Wahl hatte und sich für seine Familie vor den heranfahrenden Bus geworfen hat, nur um diese Familie zu schützen. Ja, Ufi, du checkst halt einfach nicht, dass der Rainer der Messias ist. Rainer ist der Messias, reborn. Er ist für unsere Sünden gestorben. Also, bis auf das, dass er nicht gestorben ist. Ne? Ich meine, gesellschaftlich. Ne? Gesellschaftlich hat er Harakiri begangen, aber ansonsten. Aber niemals für irgendjemand anderen. Das war immer für sich selbst. Es war immer, ich will datteln und dabei mit Barne beworfen werden. Und die einzige Möglichkeit, wie man das machen kann, ist auf YouTube und Twitch. Und deswegen mache ich das. Und alles andere wird gnadenlos in den Boden gestampft. Scheißegal, ob es die schlauere Variante wäre. Ob ich da irgendwie weiterkommen würde im Leben. Ich will zu Hause bleiben und datteln und dass die Leute mich in Ruhe lassen. Rainer, das will ich auch, aber so ist die Realität nicht. Ja, was für ein Held dieser Rainer. Und das wird in diesem Abschnitt hier auch nochmal sehr deutlich. Viele kennen einen Teil meiner Geschichte. Rainer, wir kennen fast deine ganze Geschichte. Wir kennen fast deine ganze Geschichte. Alles, was vor YouTube war, ist schwierig, weil da ganz selten irgendwelche Zeitzeugen einmal befragt worden sind. Und der Rest ist Aussage Rainer und das ist natürlich immer mit einer LKW-Ladung Salz zu genießen. Aber man kann dann aus den ganzen wirren Lügengeschichten, die du über die Jahre, über deine Vergangenheit verzapft hast, wenn man dich ein bisschen kennt, schon rausfiltern, wie es ungefähr gelaufen ist, höchstwahrscheinlich. Hm? Du warst schon immer unausstehlicher Egomane und die Leute haben dich das schon immer spüren lassen und du hast das schon immer als Mobbing interpretiert. Es war immer Mobbing. Ne? Du hast dich aufgeführt wie die hinterletzte Wildsau, die Leute haben dir dafür die Quittung gegeben, Mobbing. Das war in der Schule so, das war wahrscheinlich im Kindergarten so, das war dann auch später auf YouTube so. Und dann auf Digitokity und es ist heute immer noch so. Die Leute, die dich kritisieren für deinen Blog mit diesen widerlichen Sexualisierungen von Dingen, die definitiv nicht sexualisiert werden sollten, meiner Meinung nach dürfen, ich weiß nicht, wie das nicht strafrechtlich relevant ist, aber okay. Die sind ein Ding, das Lebende. Und wer dich dafür kritisiert, ist Hass und Mobbing. In einer Zeit, als ich auf der Straße gelebt habe. Rainer, verzeih mir auch von der Scheiße mit auf der Straße leben nix. Da wissen wir doch inzwischen auch, wo du gepennt hast. Ich gebe dir vielleicht 1 oder 2 Nächte, die du tatsächlich draußen verbracht hast. Lass es 5 sein. Rainer, ich gebe dir 2 Wochen. Ich gebe dir 2 Wochen, insgesamt 14 Nächte, die du draußen warst. Mit viel Wohlwollen. Das ist auch ein Satz, den man nicht oft sagen kann, aber mit viel Wohlwollen. Also ich weiß, dass du einmal auf der Parkbank draußen vor der Pinea genächtigt hast. Aber auch nicht, ob du da die ganze Nacht blieben bist. Und dann wusste ich, in der Krapfennacht, wusste ich aus dem Hotel ausgeschmissen hast, in dem du dich widerrechtlich hast reinzecken wollen, weil du da Hausverbot hattest und über irgendwelche Hintertürchen da geschaut hast, dass du da dich einchecken hast lassen können, als die gecheckt haben, Moment einmal,
Der Herr Winkler hat doch Hausverbot bei uns, haben sich vor die Tür gesetzt. Da hast du einen Krapfen vergessen und da hatte ich dann, glaube ich, aber noch irgendwann mal eine abgeholt noch in der Nacht. Ne? Nach langer Überredungskunst. Aber viel mehr gebe ich dir nicht. Wir wissen, dass du zwischendurch beim Frankengamer warst und ansonsten hast du dir ja täglich gerade genug noch zusammengebettelt, dass du irgendein Hotel besuchen hast können. Was auch wieder hageldumm war, weil du auf den Hotels gegangen bist, wo du 140, 150 Euro für die Nacht zahlt hast. Weil drunter geht's nicht, du bist der Prominente. Ja? Anstatt dass du irgendwie, so wie jetzt, dir gleich in so eine Billigbutze irgendwie eingemietet hättest, da hättest du irgendwie für 300 Euro den kompletten Monat bleiben können, wo es dem anderen Hotel zwei Nächte bleibst. Da hättest du aber für dein Essen selber sorgen müssen und dergleichen. Ne? Rainer wollte Leibeigene haben, deswegen hat die Tiggity Toggity Kohle, hat er gleich wieder beim Fenster ausgeschmissen für Hotels. Aber du bist da nicht auf der Straße gewesen, Rainer. Und auch zu den Zeitpunkten, wo du am Zarenstein warst, bist du abends irgendwo hin, wo es der Dach über den Kopf gehabt hast. Kannst mir nämlich nicht erzählen, dass du ein Jahr lang regelmäßig in Nürnberg auf der Straße geschlafen hast, ohne dass wir das mitgekriegt hätten. Da hätten sie dich aber sauber gefunden, Rainer. Musste ich schauen, was ich mache, um zu überleben. Ja, müssen wir schauen, wie wir es am dümmsten Ich anstellen. wollte weg von einem Punkt, einem Weg, den ich eingeschlagen habe. Nein, Rainer, seit wann? Du wolltest nie weg von dem Weg, den du eingeschlagen hast. Nie. Rainer, dein Weg war für dich immer klar und scheißegal, wer dir gesagt hat, dass der Weg dumm ist, du bist ihn trotzdem sturheil weitergegangen. Und wenn es noch so ein offensichtlicher Holzweg war. Du wolltest nie weg von deinem Weg. Um die Menschen zu beschützen, die ich liebte. Ach, halt dein Maul. Ach, halt doch. Die Menschen zu beschützen. Rainer, das ist insofern schon richtig. Ne? Bloß der Plural ist da falsch. Du wolltest den Menschen beschützen, den du liebtest. Ja? Den einzigen Menschen, den du jemals geliebt hast, und zwar dich selber. Stell das jetzt nicht so hin, als wärst du der große Märtyrer. Jesus himself. Aber ich glaube, auf ein holzernes Kreuz können sie dich nicht nageln. Das hält's nicht aus. Und von denen ich glaubte, dass sie mich auch lieben. Aber letztlich war mein Opfer, das mein ganzes Leben bis heute zerstört hat und weiterhin zerstört, vollkommen sinnlos. Also was du da getan hast, zerstört dein Leben und es war vollkommen sinnlos, das ist richtig. Wie du es formuliert hast, ein Opfer. Rainer hat das große Opfer, ist das große Opfer eingegangen. Also der hatte wirklich dieses unglaublich, wie er sich aufgeopfert hat, indem er gesagt hat, oh, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal auf und gehe gar nicht richtig arbeiten. Das ist ein richtiges Opfer. So ein Opfer haben ganz wenig Leute gebracht. Das ist wirklich Hut ab, Rainer. Hut ab. Denn ich bin der Böse. Weißt du, wer Opfer bringt? Ne? Ein Opfer bringt jemand, der 2 Jobs hat, damit seine Kinder ordentliche Klamotten haben und vielleicht einmal einen schönen Urlaub in Disneyland haben können. Der um 5 Uhr in der Früh aus dem Haus geht und um 8 Uhr auf die Nacht erst wiederkommt und unter der Woche seine Kinder selten zu Gesicht kriegt, obwohl er gerne viel mehr Zeit mit denen verbringen würde. So jemand geht ein Opfer ein. Ja? Der bringt das Opfer, dass er sagt, hey, ich verbringe die ganze Zeit damit, Kohle ranzuschaffen, damit es den Leuten besser geht, die ich liebe. Du hast ein Scheiß-Opfer gebracht. Einen Scheiß, Rainer. Obwohl ich nur getan habe, was ich für richtig hielt. Ja, und jeder Satz hier trieft nach diesem Motto des starken Kämpfers, der sich und sein Leben aufgrund seiner so edlen Bereitschaft, anderen zu helfen, geopfert hat. Und wenn man das so liest, dann verdrückt man ja fast schon ein Tränchen und könnte das in ein Märchenbuch schreiben, was für ein Held doch hier vor uns steht und wie selbstlos er sich doch geopfert hat. Tja, nur blöd, dass er sich quasi ein paar Sätze danach komplett wieder verrät, dass er seinen ganzen Internetauftritt nicht wegen Nächstenliebe oder Schutz seiner Familie gestaltet hat, sondern aus Eigennutz, weil er keinen Bock hatte, richtig arbeiten zu gehen. Wir hören mal hier rein. Mein Weg, den ich damals eingeschlagen habe,
und der mir im Nachhinein alles zerstört hat, war damals wie heute aus meiner Perspektive der einzige Weg, um anständig viel Geld zu verdienen, ohne mein Leben lang mich zu Tode zu schuften, in einem Job, den ich nicht 60 Jahre lang machen wollte. Ja, Rainer, das Problem hätte sich bei deinem Lebenswandel ergeben. Ne? Du kannst gar keine 60 Jahre lang einen Job machen, wenn du keine 60 Jahre alt wirst. Obwohl, wer weiß, ob er so fett geworden wäre, wenn er tatsächlich einmal irgendwann hätte arbeiten müssen. Ne? Aber, Ich beschäftige mich gerne mit Menschen. Als Jugendlicher wollte ich gerne mit Kindern arbeiten. ja, Gott sei Dank hast du das nicht umgesetzt, Rainer. Gott sei Dank, da ist sehr vielen Menschen sehr viel Leid erspart geblieben. Kindergarten, Grundschule, Lehrer oder so. Ich krieg die Krise, wenn ganz aus seinem Mund kriege ich Gänsehaut, wenn ich sowas höre. Aus seinem Mund, ich hätte gerne im Kindergarten oder in der Grundschule gearbeitet. Alter. Ich erinnere an die Engelchen und die Lichtlinge. Ne? Das kam beruflich nie in Frage, weil ich die schulischen Voraussetzungen nie hatte. Ja, und warum hast du die schulischen Voraussetzungen nie gehabt? Klar, freilich genetische Disposition, du bist halt ein bisschen dumm auf die Welt gekommen, aber das kann man ein bisschen ausgleichen. Gut, vielleicht nicht, um ein Lehramtsstudium abzuschließen, aber keine Ahnung. Ne? Kindergärtnerin hättest du ja werden können, Rainer. Wäre ja möglich gewesen. Man hätte halt vielleicht aber statt Schule schwänzen zum Pokémon schauen, ja, vielleicht soll man sich auf seinen Arsch hinhocken und mal lesen lernen können. War das eine Idee gewesen? Da hast du mir einen großen Teil von dem, was du im Kindergarten Kindern Bücher vorlesen kannst, schon mal machen. Da kommst schon mal durch 2 Wochen Praktikum. Ich war gezwungen, Dinge zu lernen, mit denen ich eine Arbeit fand, die mich mehr schlecht als recht Geld verdienen ließ. Kaum verdient, schon wieder alles ausgegeben. Ja gut, aber das ist halt auch wieder, ne, wenn das Problem in der Ausgabenseite liegt, dann findest du den Schuldigen auch an dem Badezimmerfenster, ne? Das über deinem Waschbecken hängt. Steuern, Lebensmittel, andere Dinge. Ja, vor allem Steuern wäre halt eine Sache. Wenn du einfach nur einer Lohnarbeit nachgehst, dann werden dir die gleich abgezogen. Ne? Also du kriegst ja nur noch das Netto überwiesen. Vom Brutto, die Steuern, die gehen schon weg. Da musst du dich nicht einmal mehr darum kümmern. Klar, du kannst dann immer noch eine Steuererklärung machen, wenn du glaubst, du kriegst da noch was raus. Hättest du mal, keine Ahnung, Onkel Alfred oder sowas fragen können, aber ob der das vielleicht für dich macht. Aber so weit ist er nicht gekommen. Von einem Gehalt von etwa 1.800 Euro, was damals gut verdient war, blieben mir mit Glück 100 Euro zum Ausgeben übrig. Wie, Rainer? Wie? Ich meine, klar, du hast da damals ein Auto gehabt. Aber das war der Fiesta, glaube ich noch. Und ich nehme nicht an, ja, das sind vielleicht ein paar 100 Euro, ich nehme nicht an, dass Rudi ihn daheim irgendwie ein Tausender Miete hat zahlen lassen. Wie bleiben denn dann da nur noch 100 Euro übrig? Wo sind denn die 1700 restlichen Euro hin? Sagen wir mal, Fixkosten nochmal 200 Euro runtergerechnet. Da bist du bei 1500 Euro, die noch übrig sind. Wo sind die hin? Der für Bullshit rausgeschmissen wieder. Und ich schmeiß auch ganz gerne mal Kohle für Bullshit raus, aber wenn ich danach keine Kohle mehr habe, beschwere ich mich nicht drüber. Spritpreise noch nicht eingerechnet. Wenn ich zweimal im Monat in die Disco fuhr und dort 1 oder 2 Getränke hatte, blieben mir am Monatsende vielleicht 20 Euro. Ja. Halt dein Maul, Rainer. Halt dein Maul. Damals war 1 oder 2-mal im Monat irgendwo in irgendeine Dorfdisse fahren und sich ein paar Häuben einzwirbeln. Ein Witz.
im Vergleich zu heute. Damals hat die Häube 2,50 € gekostet. Da bist du mit einem Zehner reingegangen und mit einem sauberen Reisschall wieder rausgekommen, Rainer. Verzeih mir nichts, hast du einen 5er Eintritt gezahlt, hast du für 15 € einen schönen Abend gehabt. Ja, und jetzt mal zuallererst, das Schlechteste, was ich mir für dich wirklich vorstellen kann, lieber Rainer, ist ein Job mit Kindern. Also wirklich, nach all dem, was du mit deiner Internetkarriere hier so gezeigt hast, hast du nicht einen Funken einer Eignung, um mit Kindern zu arbeiten. Das mal Punkt 1. Punkt 2, für dich war das der einzige Weg, dass du nicht 60 Jahre in einen Job arbeiten musst, den du nicht machen willst? Ja, Mann, oh Mann. Wie wär's dann, wenn du dich dann einfach mal irgendwie weitergebildet hättest und du dann nur bis zum Ende dieser selbst herbeigeführten Ausbildung diesen Job halt machst zum Überleben und dann in etwas einsteigst, was du halt gelernt hast, wo du dann richtig gut drin bist. Ich kann dieses Selbstmitleid aber auch nicht ertragen. Vor allem, er hätte ja da auch die Möglichkeiten gehabt. Ne? Die Eltern besitzen dieses Haus und dieses Grundstück. Wenn der jetzt gesagt hätte, ey, Vater, ich hab jetzt wirklich, ne, also klar, bevor Rudi den Arsch hochgerissen hat, war jetzt hat leider derjenige, der hergegangen ist und die Scheiße gebaut hat. Ich habe die Zeit, die in der Schule zugebracht hat, nicht genutzt. Aber ich möchte irgendwas aus mir machen, weil ich möchte nicht für den Rest meines Lebens Klos putzen. Das ist eine nachvollziehbare Aussage. Und ich würde gern schauen, ob ich irgendwie über die Volkshochschule oder über irgendwelche anderen Kanäle meinen Hauptschulabschluss nachmache und mir dann vielleicht irgendwo Ausbildung suchen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, was ihn interessiert. Er hat ja nie irgendwas interessiert, aber er hätte ne, und dann einfach irgendwie, wie Ofi das sagt, ein bisschen weiterbilden. Ich glaube, da wäre Rudi der Letzte gewesen, der gesagt hätte, na Rainer, bei dir, der bist jetzt 18 Jahre alt, ist es Hopfen und Malz verloren, schleich die. Ne? Vielleicht hätte der sogar nur irgendeinen Job in der Baufirma zuschustern können, in der er selber angestellt war. Aber das war keine Option, ne? Weil da gibt es keine Barne fürs Zocken. Und da muss man tatsächlich was arbeiten. Und ganz schlimm, da muss man sich was schaffen lassen von Leuten, die mehr Ahnung haben als man selbst. Das geht gar nicht. Ne? Da ist der Narziss-Oger aber gleich wieder am Wüten. Da ist er auf 180. Ne? Wenn irgendjemand, der einen Meisterbrief hat und doppelt so alt ist wie er, ihm sagt, Rainer, so oder so wird's gemacht und nicht anders und jetzt hopp. Dass man ja keine andere Wahl hatte, als sowas hier ins Internet zu stellen, um irgendwie Geld zu verdienen. Dreistellig ist doch im Normalfall ist der Normalfall Tausender-Bereich, oder? Oder ist das Hunderter-Bereich? Ja, Rainer. Wie gesagt. Und ich glaube, die Zahlen bis 1000 und was zweistellig, dreistellig und vierstellig bedeutet, ich glaube, das lernst du auch auf der Dulli-Schule. Da ist hier, ich bin Sonderschüler, etc. keine Ausrede mehr. Weil, und da ist im Übrigen auch Legasthenie und ADHS keine Ausrede mehr, deine selbstdiagnostizierten, sondern das ist einfach nur absolute Hageldummheit und absolute Denkfaulheit. Ich brauche nichts wissen, ich will nichts wissen, ich will meinen Kopf nicht benutzen, weil sonst tut er wieder weh. Ich möchte mich hier ans Fenster hocken und daddeln und den Windzug beim einen Ohr rein und beim anderen Ohr wieder raus wehen lassen. Und dafür bitte bezahlt werden. Danke sehr. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das gerechnet wird. Einstelliger Bereich sind doch so 10 bis 20, oder? Oder wird es immer nach dem Ding, na, wohl andererseits einstelliger Bereich müsste 1 bis 90 sein, ne? 1 bis 90 ist der einstellige Bereich, Rainer. Genau so ist es. Ich habe die Scheiße, das hat er ja, da war ja ich schon im Game, wo er die Scheiße hochgeladen hat. Ich habe die Scheiße damals schon reacted, aber ich muss heute immer noch den Kopf schütteln. Das ist jetzt über 3 Jahre her. 3,5 Jahre, dass er den Mist hochgeladen hat. Da war er in den letzten Zügen in der Schanze noch gehockt. Und es ist immer noch unfassbar, wie ein einziger Mensch so fürchterlich blöd sein kann. 19, ne? Und zweistellig ist er 90. Aber sechsstellig ist doch eigentlich eine Million. Vor 6 Nullen hat eine Million, Rainer.
6 Nullen. Bei sechsstellig, oder sind es dann siebenstellig? 6 Stelle hinter dem ersten Buchstaben. Ja, hinterm Buchstaben. M-Illion. Aber wir können das ja mal besprechen. Das war also deine einzige Möglichkeit, deiner Meinung nach. Und dann sage ich ganz klar, nein, Rainer. Auch wenn du in der Schule nicht gut warst, du hättest mit Eigeninitiative etwas machen können. Im Blog spricht er nämlich zum Beispiel noch davon, dass er gerne Computerspiele spielt und auch programmieren würde, wenn er es denn irgendwie könnte, weil ihm sowas Spaß machen würde. Er aber aufgrund seiner schulischen Leistung das nie lernen konnte. Ja, gut, Ofi, aber Computerspiele programmieren, da sehe ich ihn jetzt auch nicht. Ne? Da musst stellenweise, du musst logisch denken können, du musst Probleme erkennen und beheben, also problemlösungsorientiertes Denken, das ist alles nicht seine Stärke. Denken schon nicht. Also allein die Einzelteile davon, Problem lösen, haha, denken, rechnen, er muss Zahlen, schreiben muss er können. Come on. Das ist ein Mann, der mit Mitte 30 den Unterschied zwischen wenn und wen nicht kennt. Und dem willst du irgendwie eine Programmiersprache beibringen. Da sind wir jetzt ein bisschen ad absurdum gerade. In einem Ausbildungsberuf oder in einem Studium. Und da frage ich mich dann halt, ja, worauf wartest du denn jetzt noch? Du kannst doch alles online lernen. Dafür brauchst du keine bezahlpflichtigen Kurse. Auf YouTube gibt es so viele Tutorials für so viele Programmiersprachen und du hast doch den ganzen Tag Zeit. Du kannst dich einfach hinsetzen und anfangen zu lernen. Ja, na, wirklich, also schwaches Argument. Das halte ich jetzt für ein schwaches Argument. Programmieren im Leben nicht. Da ist er einfach nicht dafür geeignet. Ne? Und unser alter 58er. Es braucht einfach nur diesen Einsatz von dir. Das wäre zum Beispiel ein wirklich guter Weg gewesen, den du hättest machen können, dass du irgendwie sagst, ja, okay, diese 3 Jahre mache ich jetzt noch in diesem Job, den ich halt brauche, um Geld. Man hätte zum Beispiel, als das Ganze angefangen hat, rapide den Bach runterzugehen und Entschuldigung. Und die ersten Beurteilungen reingeflattert sind. Ne? Man hätte dann zum Beispiel sagen können, die Sozialstunden, die ich da aufgebrummt habe, die leiste ich bei der Gemeinde Emskirchen ab. Ne? Ich gehe jetzt dahin und sage, hey Leute, ich würde gerne die Sozialstunden bei euch ab. Da gibt es immer was zum Tor. Und dann helfe ich halt vielleicht irgendeinem mal irgend so eine Verkehrsinsel zuzupflanzen mit irgendwelche Blumer oder an Müll neben der Landstraße aufzusammeln und so weiter. Und da hätte ich da vielleicht einen von meinen fetten Elefantenstampfer schon in der Tür gehabt und hätte sagen können, hey Leute, eigentlich ist das kein verkehrter Job nicht, hättet ihr da nicht was für mich. Und vielleicht anfangs einmal auf 450 € Basis oder auf Teilzeit und sie dann engagieren, seinen Job ordentlich machen, gewissenhaft. Und dann, ich kenn's doch auch, ich kenn doch auch vom Land. Bei der Gmor arbeiten ein paar Leute, die was drauf haben und dann haben die ganz viele Hiwis, die so ein bisschen die Dorfdeppen sind, aber die kennt man heute, den Vater, mit dem ist man ins Schule gegangen und dann gibt man dem halt eine Arbeit, wo er nicht viel kaputt machen kann und der freut sich, dass er was zum Tor hat und dann sagt man, hey, da kommen die Schubkarren und der Haufen Dreck, der muss von da nach da drüben und wir singen uns in 3 Stunden wieder, dann gibt es eine Brotzeit, die bringen eine Leberkassemmel mit, fertig. Dann frisst man da eine Leberkassemmel und trinkt eine halbe und dann geht's weiter und dann geht's in Feierabend und dann hast du einen guten Job. Davor wärst du nicht reich, aber die scheiß Chance hätte sie da halten können davon. So ein Ding, aber programmieren, da braucht man nicht reden. Zu verdienen. Und in diesen 3 Jahren mache ich dann abends immer mal wieder irgendwelche Online-Kurse und schaue mir Sachen an, wo ich wirklich gut drin bin und das dann halt lernen kann, weil es mir Spaß macht. Und wenn du es dann drauf hast und was kannst, dann ist es den Leuten heutzutage auch egal, ob du eine Ausbildung hast oder nicht. Ich kenne so viele Quereinsteiger, die in diesem Bereich, wo sie nun arbeiten, gar keine Ausbildung drin haben, die sich aber selbst reingearbeitet haben und auch Spaß dran haben und jetzt da wirklich gut drin sind. Du hättest ohne Probleme... Ja, aber die haben auch einen 3-stelligen IQ. Profi. Ja, also Tausenderbereich praktisch. Probleme, andere Wege einschlagen können. Das liegt nicht an der Schule, die dir halt nicht den richtigen Abschluss ermöglicht hätte oder an deiner Familie, die du beschützen musstest. Ja, es war eine Frechheit, weil die Schule, die hat ja das Denken für ihn nicht übernommen. Was fällt ihnen ein?
Die Schule hätte das Lernen und Denken für ihn mit übernehmen. Am besten seine Prüfungen noch schreiben sollen. Und ihm danach noch einen Job vermitteln. In dem er nichts machen muss, sondern einfach bloß Geld kriegt. Weil er der hocherhabene Märtyrerlord ist. Haben wir vorhin, er ist der Messias. Da wird er wohl umsonst leben dürfen. Das ist ja das Mindeste, wenn er schon für unsere Sünden gestorben ist. Oder irgendwie sonst einem Schmarrn, den du in deinem Blog aufschreibst. Es lag ganz alleine an dir, weil du den einfachen Weg gehen wolltest. Und du mit dem Hass, der dir für deine Aussagen und Taten entgegengekommen ist, Geld verdienen wolltest. Du hättest aber immer die Möglichkeit gehabt, alles zu ändern. Beispielsweise ja auch bei deinen Verhandlungen. Da wurde dir vom Gericht, sogar von staatlicher Stelle, eine Ausbildungsstelle ermöglicht. Die wollten dir eine Ausbildungsstelle geben. Die einzige Voraussetzung war, dass du deinen YouTube-Kanal stilllegen solltest. Das ist halt wild einfach. Das ist halt einfach wild. Andere Leute, ganz ehrlich, andere Leute mit dem schulischen Background würden jemanden umbringen, um so eine Ausbildungsstelle zu kriegen, um irgendwie halbwegs einen anständigen Job einmal zu haben. Und der, ja, da muss man meinen hochheiligen YouTube-Kanal stilllegen. Und ich glaube, es lag wirklich, also der YouTube-Kanal war dann natürlich ab bloß wieder ein Mittel zum Zweck, aber es lag halt einfach wirklich daran, der Rainer, der möchte nicht in der Früh aufstehen müssen und irgendwo hingehen, wo ihm jemand anschafft, was er zu tun hat. Darum geht's. Das ist die Quintessenz, darauf kannst du es runterbrechen. Und da war halt in Rainers Augen, war der YouTube-Kanal die einzige Möglichkeit, weil von der Stütze läuft nicht. Ja, Stütze läuft auf Dauer nicht. Erstens kriegst du dann nicht genügend Geld, um dir dann irgendwie 2000 Steam-Spiele und immer das neue Zelda und so einen Scheiß zu kaufen. Und noch dazu kommen die irgendwann einmal her und sagen, Herr Winkler, wir haben Ihnen jetzt irgendwie Ewigkeiten Stütze gezahlt. Wir sehen aber, Sie haben ein riesengroßes Grundstück und ein Haus und so. Weil irgendwann sagen die hier, bevor das Haus nicht versilbert ist, kriegst du von uns überhaupt nichts mehr. Hättest du diese Möglichkeit gehabt, aufzuhören und sogar mit Hilfe von staatlicher Seite eine Ausbildung anzufangen, ich glaube, das war ja auch im Bereich Medien oder irgendwas, hast du abgelehnt. Warum? Weil du diesen Weg nicht gehen wolltest. Und auch jetzt, du warst jetzt ein Jahr offline. Was hast du da gemacht in der Zeit, um dich weiterzubilden? Das Einzige, was ich bis jetzt mitbekommen habe, ist, dass du angefangen hast, Japanisch zu lernen. Aber ja, mehr als ein paar Wörter bekommst du da ja auch scheinbar noch nicht hin. Ja, und auch das, was er Hi oder was, das hat er schon irgendwie scheiße ausgesprochen. Japanisch lernen, ja. Ich kann ja sagen, Ufi, was er gemacht hat in dem Jahr. 2-mal irgendeinen Blog verfasst. Einmal war es noch Kommune und dann Universum. Und ansonsten hat er versucht, irgendwie im Internet auf irgendwelchen Fetischseiten Fuß zu fassen. Und ist dann da frustriert abgedampft, als er festgestellt hat, dass er sich da auch bloß zum Obst macht. Weil seine Vorstellungen von diesen Communities einfach vollkommen absurd waren. Und sonst hast du 12 Stunden am Tag halt gezockt, was man ja an deinem Steam-Profil sehen konnte. Was ich damit aber sagen möchte, du hast immer alles selbst in der Hand und wenn du dich beschwerst, dass du als Berufsanfänger 1800 € brutto verdienst und du nicht mitbekommst, dass du dich dann verbessern musst, um besser bezahlt zu werden, ja, dann ist dir nicht mehr zu helfen. Man kann auf jeden Fall festhalten, es lag nicht daran, weil du deine Familie beschützen wolltest. Auf jeden Fall war die Internetkarriere niemals der einzige Weg, den du hättest gehen können, so wie du es darstellen möchtest. Du hättest immer alles in Selbstregie und durch Arbeit an dir selbst, zum Beispiel auch durch Lernen im Internet, hinbekommen können. Tatsächlich hast du dich aber immer, und das meine ich auch gar nicht abwertend, aber aufgrund deiner Vergangenheit muss man das so sagen, immer für den einfachen Weg entschieden, der dich immer weiter in den Abgrund gestürzt hat. Und das sagen dir halt immer alle Leute seit Jahren. Aber du warst zu stur, um das einzusehen und bist immer wieder diesen Weg weitergegangen. Ja, es ist dasselbe wie mit den ganzen Bärchen. Ne? Das sind auch, oh, ich fall nie wieder auf sowas rein. Bla bla bla. Die Hater, die müssen sich was Neues einfallen lassen. Und dann kommt wieder genau dieselbe Schiene und 3 Monate später haben wir den nächsten Bärchenleaks wieder auf dem Tisch liegen.
Ja, dumm geboren und nichts dazugelernt. Muss ich auch wirklich nochmal Davon nur die Hälfte vergessen. betonen. Das sagen dir nicht nur Leute im Internet, das sagen dir auch Freunde, das sagen dir Familie und das sagen dir sogar Leute, die halt richterlich für dich zuständig waren. Betreuer und so weiter. Aber du wolltest immer wieder diesen eigenen Weg gehen. Und für diese Entscheidung bist halt nur du selbst zuständig. Aber wir kennen das ja im Grunde, was er da schreibt. Ist ja auch nichts Neues. Ist halt wieder dieses Selbstmitleid, was man ja kennt. Aber dann im Endeffekt dann doch auf unbesiegt auf ewig machen. Aber das hier fand ich noch ganz interessant. Oder sollte ich besser sagen, beängstigend. Ich bin kein Schriftsteller und doch erschaffe ich unglaublich große Universen an Geschichten, die zum Teil aufeinander aufbauen. Rainer, du erschaffst einen Scheiß. Du erschaffst einen Scheiß, Rainer. Du hast da irgendwie, der Stand, den ich hatte, knapp 90 oder ein bisschen über 90 irgendwelche Viecher aus anderen Mythologien zusammengeklaut für dein ganzes Universum. Das ist nicht unglaublich groß. Und das ging dann nur ums Bimsen, Rainer. Ist tot durch Snoo-Snoo. Ich check's nicht. Wo soll denn das so unglaublich großes Universum sein? Ein Vorgeschmack ist mein Universum, das mit meinem jetzigen Glauben zusammenhängt. Ein anderes Ach so, ihr hättet gedacht, in den letzten Videos, die ich hochgeladen habe, wo ich deinen komischen Podcast behandelt habe, da hast du wieder behauptet, der Glaube und das Universum, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Beispiel wird sich Ende Juli, Anfang August offenbaren. Ja, also scheinbar Aber ich bin gespannt. Ende Juli, Anfang August, was sich da Großartiges offenbaren wird. Ein Scheißdreck offenbart sich da. Ja, der Blog und sowas sind jetzt schon wieder auf privat gestellt, beziehungsweise gelöscht, oder? Die Spotify-Dinger. Und da wird Ende Juli, Anfang August wieder genau gar nichts passieren. Er hat halt dann wieder Geburtstag, Anfang August. Ich nehme an, zudem werden wir vielleicht noch mal was von ihm hören. Und wahrscheinlich sind jetzt dann noch irgendwelche Bärchen oder sowas, die wahrscheinlich wieder kommen, dergleichen. Aber dass der Rainer jetzt kommt, hier im Übrigen, ich habe jetzt das letzte Jahr groß was aufgebaut. Hier ist es mein neues Startup. Wirft die Fuffis durch den Klo. Ich glaub's nicht. arbeitet er noch an irgendwas anderem, was er im Sommer veröffentlichen will. Und ich ahne Schlimmes. Bitte, Rainer, bitte mach keine Videos mehr und lösch am besten alles und diesen ganzen Blog komplett. Fang nicht noch mehr Projekte an, die dich wieder in die Öffentlichkeit bringen. Das wird dir dein Leben nur noch mehr versauen. Wir haben es ja gerade gesehen. Du hattest so viele Möglichkeiten, immer wieder auszusteigen und was anderes zu machen. Und immer wieder bist du diesen Weg weiter in den Abgrund gegangen. Und ich habe wirklich große Bedenken, dass es bald wieder losgeht mit dem Drachenlord 2.0 und er sich dann wieder auf irgendwelchen TikTok-Videos oder sonst wo verewigen möchte. Und falls das wirklich so kommen sollte, sieht man einfach, diesem Mann ist nicht zu helfen, egal von welcher Seite er gute Ratschläge bekommt. Er geht immer weiter diesen Weg, weil er einfach ein Sturkopf ist, der sich durch solche Fantasiegebilde, wie dass er seine Familie beschützen wollte, nicht einsieht, dass er auf dem falschen Weg ist. Daher nochmal, lieber Rainer, lass es gut sein. Egal, was es werden soll da im Sommer, wenn das irgendwas in der Öffentlichkeit ist, lass es sein. Naja gut, dann lass uns mal zu Shoyoka gehen. Shoyoka kann man uns schenken. Ja. Obwohl ich auch da in letzter Zeit, ich habe ein paar Sachen mitgekriegt, die ist jetzt irgendwie auch komplett raus aus der Realität. Also die ist schon so weit raus aus der Realität, dass sie wahrscheinlich schon bald in Rainers Universum ankommt. Das ist einfach unfassbar. Aber naja. In diesem Sinne, Leute, jetzt haben wir ziemlich genau eine Stunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich versuche es wieder regeln. Jetzt hätte Serial mich angeschrieben Anfang des Monats. Das habe ich nicht mitgekriegt, weil ich einfach nicht online war. Und jetzt mehrere Wochen. Und wir kriegen das hin. Ich versuche wirklich mehr Content jetzt wieder zu machen. In diesem Sinne, Leute, tut nicht, was Rainer tut. Metal off.